dann kann man viel besser helfen. Also das Absaugen geht viel besser und er hat auch ein Kaffeegerät, das im Husten unterstützt. Und durch das sind bis jetzt keine Lungenstiege mehr nötig gewesen, was vorher immer wieder vorgekommen ist. Und auch hat er in der Nacht viel bessere Sättigung und durch das am Morgen keinen Kopf mehr. Das ist vorher öfters passiert, dass man aufgewacht ist, Kopfweh hat. Und auch für mich ist es besser, ich kann sehr viel ruhiger schlafen, weil ich weiss, ich kann nicht die Maske verrutschen oder wenn ein Problem ist, dann geht der Alarm vom Beatmungsgerät ab. Nachteile, die es hat, die mehrere sind, was wir vorher schon gewusst haben, ist klar, dass er nicht mehr reden kann. Und für wichtige Sachen hat er den Sprechcomputer und das klappt auch ganz gut. Das Problem ist einfach für Erlebnisse oder Träume oder komplexere Sachen ist oft einfach, ich würde sagen, hat man Zeit nicht im Alltag oder ja, man tut auch sehr viel weniger kommunizieren. Und sobald der Sprechcomputer mal nicht funktioniert oder so, fühlt er sich einfach sehr hilflos. Das Nächste ist, dass er natürlich nicht essen und trinken kann. Das ist für ihn jetzt nicht so ein Einschnitt, weil er schon vorher Schwierigkeiten hatte mit Schlucken und oft Sachen in die Luftröhre gekommen sind und das auch schon gefährlich ist wegen den Lungenentzündungen und so. Dann, was wir auch schon vorher gewusst haben, ist das Lebersymptome, das auf uns zukommt. Nur haben wir das, muss ich sagen, oder ich vielleicht wirklich unterschätzt, weil ich habe gedacht, das muss man einfach reinigen, eingräben, Verband wechseln. Aber was sehr viel zeitaufwendiger ist, dass oft Speichel vom Stoma ausrollt und dann halt über den Oberkörper abrollt. Durch das ist es auch schwierig, Kleider anzulegen und ja, oft ist dann wirklich alle 10 Minuten abputzen oder absaugen. Das ist jetzt langsam besser geworden, aber sicher ein Jahr lang ist es noch gewesen. Und dann, was wir uns vorher keine Gedanken gemacht haben, was wir nicht gewusst haben, ist, dass er auch noch schmecken kann. Das ist irgendwie das Gefühl, das ist nicht so wichtig, aber oft fällt es mir auf, es ist nicht nur so Sachen wie Parfum oder Blumen oder so, sondern auch Seife oder Lotionen oder einfach so Sachen, die man oft auch vom Duft aussucht oder kauft oder falsch weg. Und dann das grösste Problem ist so in den Monaten, die er hat, das hat er noch schon vom Einsetzen vom Spital bekommen. Das ist eine multiresistente Keim. Und da ist das Problem, der bleibt. Es gibt immer Schwierigkeiten, immer wieder viele Lungenentzündungen. Und das Risiko ist, dass er irgendwann gegen alle Antibiotika resistent wird und dass er natürlich auch an der Lungenentzündung könnte sterben. Was auch das Problem ist, wenn man so einen Monat ist, einfach der Spitalaufenthalt. Es ist, wie soll ich sagen, er kann für das nicht, aber wirklich in der Pflege und so bestraft, weil oft ist es, wenn er informiert wird, Herr Pflege, die vertrösten ihn noch später, weil es heißt, es lohnt sich jetzt nicht für das, die ganzen Schutzkleidung anzulegen oder so. Ja, das ist einfach, das merkt man, dass das sehr viel komplizierter ist. Und es ist auch irgendwie nicht so, wie soll ich sagen, Einigkeit unter den Medizinern oder es gar nicht die Informationen wegen Schutzmaßnahmen. Bei seinen behandelnden Ärzten ist das normal. Ohne, weil man weiß, dass es nur mit direktem Kontakt oder über die Oberfläche übertragbar ist. Und da ist einmal, was ich gerne würde sagen, etwas passiert, ich bin ein Arzt gewesen, und der hat mit dem Gespräch irgendwie gesagt, oh, Sie haben so in einem Monat, das hätten Sie mir unbedingt müssen sagen, ich habe Kinder daheim, das können Sie nicht machen. Er hat also die Hygiene angerufen und gesagt, wir werden das Büro dekontaminieren und wir sind wirklich vorgekommen, wir müssen 2 Aussetzungen machen. Also das sind schon Sachen, wo ja, er auch sehr verletzt vorkommt. Aber das ist ein anderes Thema von Informationspolitik, also Spitäler und so, das würde das ganze Buch befüllen. Und dann allgemein noch sagen, rausgehen ist sehr viel schwierig geworden, es ist ein grosser Aufwand. Da ist halt auch rein theoretisch möglich, aber man macht halt nicht so schnell einkaufen oder so Sauerstoff mitnehmen, Beatmungsgerät. Durch das ist
sehr viel mehr daheim. Und was auch noch ist, Flügen ist durch Sauerstoff unmöglich oder ich bin gar nicht genau informiert, aber ich glaube, das ist nicht möglich, weil vorher sind ja immer 2 bis 3 Mal im Jahr in die Ferien gegangen, obwohl alle gesagt haben, das geht bei den Elektrorollstuhl. Und der Elektrorollstuhl hat schon sehr viel erlebt. Er ist in Ägypten irgendwie 2 Kilometer Umweg müssen machen, weil das Blutbad hoch war. In der Karibik ist er im Sandstrand eingesunken und nicht rausgekommen. Und auf Fuerteventura ist er in der Nacht im Swimmingpool abgesoffen. Also ich kann allen Betroffenen raten, solange es geht, unternehmen Sie noch die Sachen, die Ihnen Freude machen, gehen Sie